9. Etappe. Sie hat überschrieben, le troisième homme. Entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme. Wie das gemeint mit diesem third man, le troisième homme? Das will das 9. Etappe von unserem Parcours herausfangen. Wir gehen zurück an das Jahr 1966, wo an der Jesuitenzeitschrift Christus den damalige Chefredakteur François Roustan einen kurzen Artikel publiziert wird, war just für die Lach zu stoppen, mit dem Titel Le troisième homme. Wie ist damit gemeint? Le troisième homme, entre le croyant qui ne pose aucune question à l'Église et l'athée qui la récuse, est celui qui réalise tout d'un coup que ce langage qu'il avait pourtant l'habitude d'entendre et d'utiliser ne parle plus à personne. Es geht also fundamental die Sprache, die heute an der Kirche geschwärzt wird. Und der Spruch ne parle plus à personne. Diesen kritischen Artikel spielt eine ganz wichtige Rolle am neuen Buch von der französischen Religionssoziologin Danielle Hervieux-Léger am Dialog mit Jean-Louis Schlegel. Das Buch hat den Titel Vers l'implosion? Entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme. Die Spruchproblem an der Kirche hat heute nicht aus seiner Aktualität verloren.